Jungs, es ist mal endlich wieder so weit, Mann, Alter. Ein paar neue Sachen sind zum Aufmachen. Und zwar die zwei Tints, Alter. Nichts Spektakuläres, ich weiss, leider. Ich mache dann nachher noch das Licht ein bisschen an, dass man besser sieht. Jo, es läuft. Aber ja, zwei Tints, nichts Spektakuläres. Ich schaue mal von der Länge vom Video. Aber ja, schauen wir mal, Alter. Ich bin sehr gespannt. Also, typisch Tin, wie es ist. Jeweils immer ein Dings drin, ein Wein, wo du rein tun kannst. Für das sammelst du eigentlich die Tints, wegen der geilen Tints und halt wegen der Weins, die drin sind. Sonst eigentlich für nichts Spektakuläres die. Weil sie haben nur 4 Boosters jeweils drin. Die Frage ist halt, was für Booster? Weil ich weiss, 2 von den aktuellsten, das ist jetzt der Sommertin gewesen, wahrscheinlich entweder Chilling Reigns oder Battle Styles, was ich halt nicht hoffe, weil Battle Styles ist wirklich gay. Einer von den älteren, das heisst entweder wirklich ein Battle Styles oder vielleicht ein Vivid Voltage sogar noch, was ziemlich gut ist. Und ein ganz alter, meistens ist drin so random, so Sun and Moon Ära, so richtig alt. Also, ich mache mal ready. Und der erste, den ich aufmache, ist mal der Tyrantar. Oder? Heißt er so? Tyrannitar. Okay, ja gut, also. So, der erste Tin Boy. Ah nein, ich habe eigentlich Tyrantar gesagt. Ja, komm, scheißegal. Da ist er, Empoleon. Oh, wow, okay, das ist ein neues Stil von Tin. Also, vielleicht haben wir noch das alte gesehen. Das ist eigentlich irgendwie ein bisschen anders drin gewesen. Obwohl, ob das besser ist, ja, nicht wirklich. Die Karte slidet nicht so aus, wie man so das würde, ist die Karte mega blöd warpen. Ich schaue dann nachher, wie ich es mache, aber so sieht es aus. Auf jeden Fall. Empoleon und meine Enttäuschung ist ein bisschen gross, muss ich sagen. Battle Styles, scheiße. Ja, der, wo ich gerade leider am wenigsten gerne habe. Hoffen wir mal, dass etwas Gutes drin sein wird, aber sonst, ja, gucken wir mal. Also, wir haben 2 Battle Styles und wir haben Darkness Ablaze, really. Okay, ich hätte mindestens gehofft noch Vivid Voltage, also keine Ahnung, ob das gut ist. Und Steam Siege, wow, no way, okay. Oh, wow, XY sogar, Alter, das ist, weißt du, wie alt im Fall, XY, holy shit, okay, das habe ich jetzt nicht gesehen, dass es so alt ist. Das ist älter als Sun and Moon Ära, Alter. What the fuck, Alter? Okay, hoffen wir mal, dass wir in denen etwas Gutes haben, Mann, Alter, weil das ist krass, Steam Siege. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Set ist, aber schauen wir mal. Weißt du, was ich mache? Ich mache noch geschwind den anderen gerade noch als erstes auf und dann fangen wir an erst aufmachen mit den Dings. Ja, schauen wir mal, gell? Also, ja. Nice. Also, ich soll es selbst probieren, aber mir scheißegal. So, und da ist, habe ich jetzt gerade den anderen Tin, ja, perfekt, Frage. Und da ist der Tyrantar, eine sehr schöne Weinkarte, muss ich ehrlich gesagt sagen. Das sieht brutal aus. Und das ist auch ein Promo, gell? Ja genau, Sword and Shield Promo 109, good lord. Und machen wir mal auf, wieder Battle Styles, wie schon gesagt, nicht ein grosser Fan davon. 2 Battle Styles, Darkness Ablaze und ja, wieder ein X und Y-Team. Das heißt, das wird wahrscheinlich eine Break-Card vielleicht drin haben, wenn ich Glück habe. Das ist etwas noch ganz altes von früher, Alter. Ich glaube, X und Y, Sun and Moon hat das vielleicht, glaube ich, auch ab und zu gehabt. Aber ja, schauen wir mal, was mal dahin ist. Ich glaube, die machen ganz zum Schluss auf, weil die sind jetzt auch schon recht alt, Alter. Good lord. Also, Jungs, machst du mich schnell ready? Also, wir machen als erstes auf die Battle Styles. Weil, wie schon gesagt, das sind die, die ich am wenigsten gerne habe. Und ich weiss halt nicht, auch wenn etwas Gutes kommt, vielleicht der Full Art, maybe, hoffen wir mal. Aber ansonsten, ja, machen wir mal einfach auf und schauen wir mal, was aus dem rauskommt. Oh ja, natürlich am Anfang gerade mal schauen, wie es aussieht wegen der Karte. Und ja, einfach so. Und das hat sich schon erledigt. Super. Oh, stimmt. Fuck. Ja, das schauen wir dann nachher. Energy ist da. Und ich freue mich alle. Wie schon gesagt, ich werde noch ein Dings wahrscheinlich machen. Nochmal ein Shining Fates, weil ich habe mir nochmal so Tints bestellt, die kleine Mini-Tints, Alter. Und Gott weiß, wenn die kommen. Und das wird wahrscheinlich das letzte Video sein für das Video, bis vielleicht Dings Mastered. Und ganz zum Schluss, Vivillon. Nehmen wir den gerade da, machen wir gerade weiter, ohne große Cutting. Und ja, vielleicht bis Evolving Skies wird das letzte sein, oder vielleicht mache ich nochmal ein Chilling Reigns. Ich überlege mir noch, weil ich hätte schon Bock noch eigentlich ein Chilling Reigns noch machen, muss ich ehrlich gesagt sagen. Das wäre noch cool, Alter. Noch so ein paar, so ein Boosterbox vielleicht noch kaufen und so ein paar Loose, so, wie heißt die?
einfach die 3 Packs noch kaufen. Das wäre halt noch gut. Oh, der Cubone. Aber ansonsten, keine Ahnung. Ich bin halt mega hype auf Celebration Setup. Das könnte noch wirklich brutal sein. Slowbro und Marowak. Ja, wie schon gesagt, also die Tins ist entweder Glück oder Pech. Schauen wir mal. Der ist der 4. Battle-Style. Das ist eigentlich schon der nächste Tin übrigens. Also eigentlich das ein gutes Zeichen, wenn man eigentlich so bedenkt mal fürs Erste. Das... Oh, es hat nichts drin, really. Ja, super. Ja, gehen wir trotzdem mal schön langsam durch. Ja, das ist wieder der alte Stil von früher halt, wie schon gesagt, wenn du das Grüne siehst, dann weißt du, nicht das Flashlight, dann weißt du, dass nichts drin ist. Timber, Tepic, Glamia, Silly Cobra, Frillish, Gilgard und Victory Bell. Okay, oder Victory Bell? Ja, komm, ist doch egal. Einfach irgendetwas, man. Jetzt, komm, Boy. Nicht schauen für nicht das nicht sind. Ah ja, super, schon mal ein guter Start, Alter. Blippack, Alter, von allen fucking GS-Pokémon, Alter, wo es gibt, Alter. Also GS, Entschuldigung, dass ich so aggressiv bin, aber Blippack ist legit einer von der Bruno, cool, von der neueren Pokémon, wo ich über alles sage, das ist so ein grässliches Design, Alter. Good Lord, ey. Ich glaube, das ist so ganz, das ist ein neuer, das ist ein Sword and Shield. Also, Cheryl, hoffen wir mal noch ganz zum Schluss noch irgendetwas. Und oh, shit! No way, Alter! Oh, wow, Alter! Rapid Strike Energy, Alter! Wow, das ist ein Secret Rare. Holy shit. So in einem Tin sage ich nicht nein zu dem Boy, Alter. Holy fuck, Alter. Ja gut, weil hätte ich das in einer Boosterbox gehabt, der hat gedroppt. Ich wäre enttäuscht gewesen, muss ich ehrlich sagen. Aber so in einem Tin, hell fucking yeah, Bros, Alter. Holy shit, man, Alter. Ohne fucking Scheiß, man, Alter. Leck mir. Nicht schlecht, man, Alter. Holy shit, man, Alter. Ein Rapid Energy zu bekommen, also so ein geiler Secret Rare bekommen, halt außerhalb vom Dings, ist wahrscheinlich nicht viel wert, aber wie schon gesagt, wenn es von so Tins kommt, ist immer brutal geil. Wahrscheinlich mit dem ist wahrscheinlich schon die ganze, einer von den Teams auf jeden Fall mal das Wert zurückkommen oder so. Das ist super, Alter. Also, sind wir den mal den Boy auf der Seite und ja, machen wir weiter mit Darkness Ablaze. Das, von dem habe ich jetzt auch nur 2 leider. Also hoffen wir mal, dass da noch irgendetwas Gutes aus denen rauskommt. Wow, das sind wirklich älter. Also, wenn sie so leicht aufgehen wie da, oh Jesus Christ, das hat sich jetzt zerrissen, Bro, Alter. Good Lord, man, Alter. Das ist jetzt so. Ich habe gesehen, dass da mindestens ein Foil drin sein müsste. Was ist das? Da, das ist eine Sword and Shield Ära. Das heißt, da. Ja, genau. So, Ariados, Fluffy, Furret, Nickit, Larvitar, wie heißt der? Darumaka. Darumaka. Carabast, Ducklet, Fluffy und ganz zum Schluss ein. Okay, Gothitella, das heißt nichts drin. Kein Foil, nichts. Das heißt, aus irgendeinem Grund bei Darkness Ablaze kann das egal sein. Ja, gut, dann Fall. Machen wir den nächsten auf. So. Das heißt, jetzt ist wieder das Teil. Okay, interessant. Schauen wir mal, vielleicht noch irgendetwas Gutes. So. Toxapex. Schauen wir nochmal schnell loswerden, Jungs. Powerful Energy. The Pierce. Paros. Bumblebee. Ich finde die Karte so genial, Alter. Melton. Snubble. Bounsweet. Teddy Ursa. Sehr herzig. Und Grimmsnarl, wie? Okay, nicht schlecht, Alter. Noch ein V-Drop, das ist super. Ja gut, in dem Fall kann mich nicht beklagen. Das ist sehr nice Karte. Wirklich nicht schlecht. Grimmsnarl habe ich glaube ich noch nicht. Okay, wie schon gesagt, von denen habe ich nicht viel aufgemacht, von denen Infinite Darkness Ablaze, ja genau. Also tun wir den Boy auf die Seite. Der kann ich noch nicht Dings hier. Und jetzt ist die Frage bei denen. X and Y Steam Siege, good lord, das sind noch alte. Also, die sind nicht vintage alt, aber ja, sagen wir mal so, das sind alte Buch, das ist die fucking ganz alte Ära. Schau mal die Kartendesigns, also die Karte selber. Hat das überhaupt? Ja, das hat eine Codekarte. Ja, leider habe ich es jetzt schon gespoilt, dass da nur Shit drin ist. 1, 2, 3. Und
Ich weiß nicht, ob die noch Energy Cards haben, also machen wir mal. Nassleaf, aber scheißegal, auch wenn es jetzt natürlich etwas Gutes drin hat. Das ist noch X und Y gewesen, das ist noch vor 5, 6 Jahren alt, also Set müsste das noch sein, Alter. Oh wow, Alter, schau den Design an, Klink, Alter, what the fuck, Alter. Sieht aber cool aus, ich finde das Design, ich finde die Karte so mega simplistisch. Oh, Mary sieht aber auch huere geil. Also, wie gesagt, ich liebe es einfach so neue Boosters aufmachen, die ich bisher noch nicht gemacht habe, Alter. Das ist das Geilste, Mann, Alter. Bergmite sieht auch cool aus, nice, wortwörtlich cool. Fungus, really fucking Fungus. Aber das ist geil, das ist so Claymation Art vielleicht, sagen wir mal. Das steht meistens Yuko Moro, ja, das ist wahrscheinlich fotografiert worden. Meowth, Reverse, oh, es hat so einen geilen Effekt dran, sind das? Also nicht der Reverse selber, sondern einfach so wie es die Sternchen hat und so. Das ist geil, Alter. Und ganz zum Schluss haben wir noch Hoopa. Ja, okay, dann nehmen wir den noch da und noch mit mein Lieblings-Pokémon müsste wahrscheinlich drin irgendwo ein fucking Teil in dem Fall. Ein Shiny Gardevoir, aber ja, komm, mit viel da müsste ich wahrscheinlich ein riesiges Glück haben, um das eine sein müsste. Und ich muss wahrscheinlich von dem gleichen Tin Wäschespiel kaufen. Und das lohnt sich wirklich fast besser für gar nicht. Ich glaube, für die Farbe zu wechseln kann. Das ist gerade reflektiert, Alter. Fucking piece of shit, man, Alter. Jesus Christ. Ja, okay. Ja, lassen wir den da weg, dass ich nicht sehe, weil ich weiß es ja nicht. Vielleicht ist doch etwas Gutes drin. Und. Ah nein, stimmt, ich bin gerade aufgefallen, es hat gar keine Energy gehabt. Kann das sein? Ja, voll. Das ist gut, dass ich es dann von weggenommen habe. Und. Skimplume, geil. Claw Fossil, okay. 2 Luz. Sieht auch noch cool aus. Oh, Dino, cool. Könnte ich jetzt den weiterentwickeln. Nice, wenn ich den Kartenspiel spielen würde. Lit, Leo, lit. Nosepass, auch cool. Oh, hat die fette Nase. Seedot, haben wir glaube ich vorher gesehen. Clowncher, sehr schöne Art, muss ich sagen. Dradigan, bro. Oh, schau schon wieder so ein richtig geiler Card-Effekt. Die früheren Reverse finde ich ein bisschen besser, muss ich ehrlich gesagt sagen. Und ganz zum Schluss, Jan Mega. Leider nicht drin mit dem X und Y. Ich hätte noch gerne irgendetwas gesehen, aber wow, Alter, ganz ehrlich, die Reverses damals sind ja very nice gewesen, man, Alter. Mit dem reinziehen, man, Alter. Das war brutal gewesen, man, Alter. Ja, komm, wisst ihr was, ich muss das wahrscheinlich so uploaden. Ich mache da mal einen kleinen Bonus. Ganz geschwind. Und zwar ein Digimon Boosterli. Wie schon gesagt, ich mache die immer fürs Video. Also, wenn ich das noch auf Ding schicke, ich tue das noch am Schluss vom Video an, wenn ihr das Bock habt, dann nicht gespoilert werden. Aber ich mache das mal auf. Einfach, dass ich das auch noch da mal in einer von den random Dings bekomme. Wenn ich sowieso schon gerade dran bin, weiß ich, will es nicht extra lang unnötig nicht haben. Deswegen, komm, mache ich es jetzt für einen auf. Ich mache jeden Tag noch einen auf, deswegen, komm, stress nicht. Und schauen wir mal. Seedraymon, Garudamon, Howling Crusher, Motherfucking Tankmon, Suba Eagermon, Penguinmon, ja, Penguinmon, Jungs, Bifrost, Demi-Vemon, sehr herzig, muss ich ehrlich sagen. Das ist der Digi-Egg von dem. Ja, okay, ich würde sagen von dem Stapel, aber der ist auch random, ab und zu ist er auch nicht drin. Subamon, sehr unique Design, einfach so wie ein Chibi sieht aus. Greymon, der Shiny Greymon, keine Ahnung. Das ist unser Reverse, Testament. Das ist eine Rare Option Card, vielleicht sehr OP, vielleicht zerstörst du alles damit. Then if your opponent's next turn, your Digimon gains blocken. Ja, okay. Und ganz zum Schluss haben wir noch. Oh, shit, damn. Das ist ein super Rare, kein Secret, aber holy shit, der Design, Alter. Wow, Alter. Damn, Alter. Immerhin noch bei den Digimon Packli haben wir noch ganz zum Schluss etwas bekommen. Mega random, okay. Ja gut, in dem Fall, holy shit, das ist ein sehr geil Design, die Karte, man. Bruh. Wow, Alter. Holy shit, ich finde es so geil, wenn sie so wie übergehen und das ist einfach unter den Zahlen, wenn der Border einfach irgendwie ersetzt wird durch den fucking Digimon, das ist, oder einfach auch bei Pokémon auch, nicht oft, aber ab und zu machen sie das ist so geil, Alter. Holy shit, man, Alter. Ja gut, ich tue da wahrscheinlich gerade noch schön reinsleeven und Jungs, man sieht sich. Bye.